Herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Wir reden heute über ein Thema, das gesellschaftlich gesehen doch immer noch ein Tabu ist, würde ich sagen. Und zwar reden wir über Sexarbeit. Mir gegenüber sitzt Hanna Lindenfelser. Sie ist Leiterin von Aliena, das ist die Fachstelle für Sexarbeit in Basel. Frau Lindenfelser, schön sind Sie da. Dankeschön für die Einladung. Die Fachstelle für Sexarbeit gibt es schon seit 24 Jahren. Und trotzdem denke ich, dass viele Leute nicht genau wissen, dass es sie vielleicht überhaupt gibt oder was sie machen. Und darum zum Einstieg die Frage, wie sieht Ihr Alltag aus? Was macht Ihre Fachstelle? Ich glaube, unseren Arbeitsalltag kann man ganz schwer in einem Raster beschreiben, weil der von ganz viel Spontanität, Flexibilität und Ungeplantem geprägt ist. Wir haben verschiedene Angebote, die unsere Woche so ein bisschen strukturieren. Dazu gehören Angebote, um ganz einfach und niederschwellig überhaupt mit uns in Kontakt zu kommen. Das heißt, bei uns während unserer Öffnungszeiten immer kommen zu können, einen Kaffee zu trinken und wenn man eine Frage hat, die Fragen zu stellen. Wir haben ein Mittagessen bei uns jede Woche. Wir haben verschiedene Projekte auch mit dem Kanton zusammen oder Angebote, wo wir Erstinformationen geben für alle, die im Meldeverfahren oder über die Aufenthaltsbewilligung in Basel in der Sexarbeit tätig sind. Genau, und wir gehen auch an die Arbeitsorte raus. Zum einen physisch besuchen die Menschen, die den Arbeitsplatz nicht verlassen können oder wollen. Und seit ungefähr einem Jahr auch online, wo wir die Erotikplattformen durchsuchen, Inserate anschreiben und auf uns aufmerksam machen. Das ist so ein Teil unserer Arbeit, weil wir merken, Sexarbeit ist nicht nur tabuisiert, es ist auch sehr stigmatisiert. Und der Schritt, zu uns zu kommen in eine Beratungsstelle, das ist eine große Hürde für viele. Und von dem her haben wir diese Angebote, wo man sich, ich sag mal, beschnuppern kann, kennenlernen kann, unkompliziert ins Gespräch kommen kann, um auch zu überlegen, ist das der Ort, wo ich Vertrauen fassen kann, um dann Fragen zu stellen, wenn ich sie habe. Das heißt, wir bieten Beratungen an. Das ist mir wichtig, mit Fachpersonen. Wir sind Sozialarbeiterinnen und eine Psychologin im Team, um dem zu begegnen. Die Fragestellungen sind total unterschiedlich, sehr, sehr breit. Genau, und von dem her weiß man auch nicht, was heißt es dann für die Arbeitswoche oder den Arbeitstag. Wenn jemand kommt und eine Anzeige machen will, muss ich ganz andere Sachen vielleicht auch sehr schnell organisieren im Vergleich zu jemandem, der vielleicht sagt, ich überlege mir mal eine andere Arbeit zu machen. Was brauche ich dafür in der Schweiz? Das sind Beratungen, die über lange Zeit gehen und auch weniger Druck haben, wie jetzt zum Beispiel bei einem Gewaltvorfall. Okay. Und dann, um den Kreis noch abzuschließen, neben diesem einfachen in Kontakt kommen, dem in der Beratung auch gemeinsam Lösungen zu erarbeiten für Probleme, haben wir auch verschiedene Angebote, die wirklich stärken und empowern sollen, also eher so einen präventiven Charakter haben. Wir haben Deutschkurse bei uns, wir bieten Selbstverteidigungskurse an, also einfach auch Dinge, die wichtig sind zu wissen für den Arbeitsalltag. Wo wir so stärken möchten. Ja. Sie haben jetzt den Arbeitsalltag schon ein bisschen angesprochen und vor allem vorher auch den Arbeitsort. Ich glaube, wenn man an Sexarbeit in Basel denkt, dann denkt man auch sehr fest an so die Umgebung zwischen Klaraplatz, Mittlere Brücke und Kaserne. In diesem Bereich, in der Webergasse, befindet sich auch Ihre Fachstelle. Entspricht das der Realität, die Vorstellung von Sexarbeit in Basel? Das ist vor allem dort. Ich denke ja und nein. Ja, in dem Sinn, dass es in dem Quartier schon eine lange Tradition hat. Es gab schon immer oder schon sehr, sehr lange Kontaktbars und dann auch das Anwerben auf der Straße. Es ist einfach der sichtbare Teil, ja auch sichtbar markiert seit einigen Jahren. Und wenn ich so in unsere Statistik gucke, sind die einzigen so richtig harten Daten, die wir haben, die im Meldeverfahren. Und da fragen wir auch immer, wo arbeitest du? Und jetzt fürs letzte Jahr habe ich mir die Statistik angeguckt, da waren das 6%, die dort auf der Straße arbeiten, der Menschen, die im Meldeverfahren gearbeitet haben in Basel. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr kleiner Teil der Sexarbeit, die stattfindet. Wo
findet denn die Sexarbeit sonst statt, wenn nicht hauptsächlich dort? Im ganzen Stadtgebiet. Also es gibt schon Quartiere, wo es sich mehr konzentriert, aber es gibt, ich würde sagen, fast kein Wohnquartier, wo es keine Sexarbeit gibt. Es findet ja auch in Privatwohnungen statt oder in Wohnhäusern, wo vielleicht eine Person oder zwei zusammenarbeiten, die wir so einfach nicht wahrnehmen, weil sie die Diskretion hochschätzen, oder, um die Wohnung zu halten, um keine Konflikte mit Nachbarn, Nachbarinnen zu haben und auch diskret zu sein für die Freier, die kommen und auch sich nicht unbedingt als Freier outen möchten. Das heisst, ein grosser Teil von dieser Arbeit ist tatsächlich, also der grösste Teil in Basel ist eigentlich unsichtbar. Ja, also ich würde sagen, es gibt auch in Quartieren größere Salons, die es auch schon lang gibt. Und wer ein Auge dafür hat, wird die auch sehen. Aber der größte Teil sehen wir so erstmal nicht. Ja. Und können Sie etwas dazu sagen, wie es mit dem Online-Bereich ist? Wie groß ist der Anteil? Ja, ich denke, Zahlen sind insgesamt einfach total schwierig, weil es gibt keine validen Zahlen, nicht für Basel und auch nicht für die Schweiz. Wir merken einfach, dass wir, seit wir online aufsuchend unterwegs sind, auf dem Weg auch Menschen erreichen, die wir davor nicht erreicht haben, obwohl wir sehr viel tun, um in Kontakt zu kommen. Und wir merken seit Corona auch eine Verschiebung mehr ins Digitale und weg von den bekannten, sichtbaren Orten. Aber in Zahlen kann ich es jetzt leider nicht ausdrücken. Jetzt haben wir schon über den Ort geredet und noch gar nicht über die Frauen selber. Ich würde gerne noch darauf zu sprechen kommen, wer die Frauen sind, die bei Ihnen in die Fachstelle kommen. Wer sind Ihre Klientinnen? Ich würde sagen, es ist super divers. Ich versuche mal so ein paar Pole aufzumachen. Oder vom Alter zum Beispiel haben wir zwischen 18 und 70. Wir haben im Jahr ungefähr Menschen aus über 50 Herkunftsländern. Wir haben Menschen, die das hauptberuflich machen, die das nebenberuflich machen oder nur ganz punktuell. Es kommen Menschen zu uns, die leben dauerhaft in der Schweiz. Es gibt Menschen, die pendeln zwischen zwei Ländern. Wir haben Grenzgängerinnen, die kommen am Wochenende einfach einen Tag. Also wir haben auch da eine ganz, ganz große Vielfalt in dem Bereich. Ja, wir haben von Menschen mit einem Studienabschluss bis zu Menschen, die die Schule im Primarschulalter abgebrochen haben. Wir haben von Sans-Papier bis zu Schweizerinnen, genau, alle möglichen da bei uns. Von Menschen mit mehreren Sprachen, die sie fließend sprechen, bis Menschen, die eine Sprache können und die keiner der Schweizer Landessprachen entspricht. Also auch da eine große Heterogenität. Und gibt es eine grösste Gruppe, wo jetzt zumindest von den Frauen, die zu Ihnen kommen? Also ich würde sagen, vom Alter ist schon zwischen 25 und 45. Das kann man vielleicht so ein bisschen gruppieren. Und dann gibt es schon einige, die spanisch sprechend sind. Da merken wir einfach so, die Wirtschaftskrise in Spanien hat viele Menschen, die eigentlich so einen Binnenmigrationsschritt gemacht haben, danach auch Richtung Deutschland und die Schweiz geführt. Und da haben wir einen großen Anteil, die Spanisch sprechen, von dem her auch 2 spanisch sprechende Sozialarbeiterinnen im Team. Genau. Sie haben, jetzt muss ich ganz schnell spicken, vor ein paar Jahren mal in einem Interview in der BZ gesagt, dass sich so internationale Krisen auch zeitverzögert in der Sexarbeit quasi widerspiegeln. Im Moment sind wir in einer recht krisenhaften Zeit. Merken Sie das jetzt aktuell und vielleicht auch akut auch in Ihrer Arbeit? Die Kriege weniger, also jetzt aus den Ländern merken wir es nicht. Beim Ukraine-Krieg haben wir das schon gespürt am Anfang. Wir merken, glaube ich, eher so Themen, die allgemein viele betreffen, wie eine Inflation. Also gerade unsere Angebote mit gratis Mittagessen werden deutlich mehr genutzt zum Beispiel. Also da spürt man schon, dass der ökonomische Druck zunimmt. Aber ich würde es jetzt aktuell zumindest noch nicht auf die Kriege jetzt im Sinn von, da kommen neue Menschen zu uns und versuchen hier mit Sexarbeit Geld zu verdienen, rückzuschließen. Genau. Vielleicht auch noch zu Ihren Klientinnen.
eine grundsätzliche Frage, was bringt Ihre Klientinnen in die Sexarbeit? Also da kann man es, glaube ich, sehr klar sagen, die größte oder die Mehrheit kommt aus ökonomischen Gründen hierher. Es geht einfach darum, Geld zu verdienen. Und die meisten wissen sehr wohl, dass sie hier der Sexarbeit nachgehen werden. Also ich glaube, diese Idee, dass die Menschen hier ankommen und nicht wissen, wie ihnen geschieht, da erleben wir eine andere Realität. Sie wissen, dass sie in der Sexarbeit tätig sein werden. Und für sie ist es unter den Möglichkeiten, die sie haben zur Wahl, die sie wählen. Das ist ja etwas, wo man einmal auch so hört, eben, dass Sie haben es jetzt angesprochen, Frauen kommen daher und dann werden sie in die Sexarbeit gedrängt. Das ist nicht die Realität, die Sie erleben? Also ich denke, es gibt einfach verschiedene Faktoren, die anziehend sind in der Sexarbeit. Oder? Man kann sehr flexibel arbeiten, man verpflichtet sich zu sehr wenig, man braucht keine Ausbildung in dem Bereich tätig zu sein, man braucht keine speziellen Sprachkenntnisse. Also es ist ein Bereich, wo man mit relativ wenig einsteigen kann. Und das macht es als Option für Menschen, die vielleicht eine begrenzte Wahlmöglichkeit haben. Wir kommen nachher auch noch mal ein bisschen auf die Rahmenbedingungen zu sprechen. Zuerst möchte ich aber noch eine andere Grundsatzfrage stellen. Und zwar haben wir jetzt in diesem Gespräch noch nie über Prostitution geredet, sondern immer über Sexarbeit. Aliena benutzt das Wort Sexgewerbe. Warum redet sie nicht von Prostitution? Genau, wir haben uns entschieden, von Sexarbeit zu sprechen und sagen, es ist eine Arbeit, aber nicht wie jede andere. Das, was es für mich nicht wie jede andere macht, ist, dass ich keine Arbeit kenne, die so stark stigmatisiert und die Menschen, die der nachgehen, von Diskriminierung betroffen sind. Ich kenne keine Arbeit, wo es so schwer fällt, zu erzählen, was man macht. So viele Menschen, die ein Doppelleben führen, was auch sehr anstrengend sein kann, psychisch auf lange Sicht. Und uns ist auch wichtig zu sagen, es ist eine Arbeit, weil Arbeit ist immer nur ein Teil vom Mensch. Und in der Diskussion werden Sexarbeiterinnen häufig auf das reduziert, aber sie haben ganz viele Rollen und das ist nur ein Teil von ihrem Leben. Das hat uns so dazu bewogen, auch von Sexarbeit zu sprechen. Ich finde es aber auch wichtig, nochmal zu gucken, wie sprechen die Menschen über sich selber, oder? Das ist ja auch die Frage. Viele reden drüber und wir erleben es in den Beratungen sehr unterschiedlich. Wir haben Menschen bei uns, die sagen, ich bin Sexarbeiterin. Wir haben Menschen bei uns, die sagen, ich bin Prostituierte. Es gibt Menschen, die sagen, ich mache einen Job. Und es gibt Menschen, die finden gar keine Worte für das, was sie hier tun. Also auch da sehen wir eine ganz große Unterschiedlichkeit in der Selbstbezeichnung von dem, was hier geleistet wird. Ja. Jetzt zumindest in Bezug auf die Aussenbezeichnung gibt es auch Leute, die das ganz anders sehen als Sie. Zum Beispiel hat die EVP-Nationalrätin Marianne Streif-Feller kürzlich eine Motion im Nationalrat eingereicht. Und sie findet, Prostitution ist ein Akt von sexueller Gewalt. Und auch die Mitte-Frauen verstehen Prostitution, verstehen Sexarbeit quasi nicht als Arbeit. Sie haben ein Positionspapier verabschiedet und dort drin schreiben sie, ich zitiere, die Mitte-Frauen verstehen Prostitution nicht als gewerbliche Arbeit und verwenden darum nicht den Begriff der Sexarbeit. Die Mehrheit der Frauen in der Prostitution sind Opfer von Perspektivenlosigkeit, Zwang, Armut, Gewalt und Menschenhandel. Wie beurteilen Sie die Haltung? Ich finde an der Haltung schwierig, alle als Opfer zu bezeichnen, weil ich finde, der Opferbegriff führt ganz schnell dazu, dass man ihnen die Handlungsfähigkeit abspricht. Und wir erleben in unserem Alltag Frauen mit ganz vielen Ressourcen, auch mit vielen Strategien und mit viel Stärke. Und die Faktoren, die Sie benennen, also Zwang, auch Armut, auch Gewalt, das sind Missstände. Das finde ich auch sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass die auch im Sexgewerbe existieren. Aber es sind für mich Faktoren, die verletzlich machen. Und sie werden sichtbar im Sexgewerbe, in der Sexarbeit. Aber es ist nicht gleichzusetzen mit einem Opferdasein. Also genau. Sie würden sagen, quasi mit dieser Haltung auch wieder reduziert mit Frauen quasi auf
die Perspektive von, sie sind Opfer von etwas. Ja, genau. Und die Frage ist ja, also es sind für mich Ursachen. Die Ursachen führen nicht nur in die Sexarbeit. Wir haben ähnliche Hintergründe auch in anderen Branchen. Und da diskutiert man nicht drüber, ob die verboten werden sollen. Also wir diskutieren nicht, ob eine 24/7 Pflege verboten werden soll. Das Baugewerbe, Nagelstudios, es gibt andere Bereiche, wo man aussagt, es gibt ein hohes Risiko für Menschenhandel und Ausbeutung. Und die Diskussion über das Verbot führen wir über diese Arbeitsbereiche nicht. Aber in dem Werte aufgeladenen oder moralisch aufgeladenen Feld der Sexarbeit schon. Und das finde ich, ja, ist ein schwieriger Punkt, zu sagen, ich greife das raus und zu meinen, man kann durch ein Verbot die Ursachen bekämpfen. Also das finde ich ist schwierig, weil das Verbot zielt ja auf was man hier sieht und das sichtbar macht. Die Ursachen bleiben aber bestehen. Das heißt, die Menschen werden nicht weniger auf der Suche sein, nach Möglichkeiten arbeiten zu können. Ich denke, wir haben auch gesehen, in Zeiten wie Corona, wo es Verbote gab, es wurde weitergearbeitet. Es war eher riskanter für die Frauen. Also wir Fachstellen haben uns damals ausgetauscht und gesagt, wir haben eine Zunahme zum Beispiel an STIs, also sexuell übertragbaren Krankheiten, festgestellt, auch an Gewaltvorfällen, weil es einfach die Verhandlungsmacht oder die Handlungsmacht eingeschränkt hat und gearbeitet wurde trotzdem. Also die Suche nach Geld und die Möglichkeit, Geld mit Sexarbeit zu verdienen, die ist geblieben. Und ein Verbot wird das nicht ändern. Ja. Was Sie jetzt hier ansprechen, ist auf eine Art auch das nordische Modell. Über das wird in der Schweiz immer wieder mal diskutiert und im Moment auch. Es gibt im Moment politische Diskussionen darüber, was das zu tun ist im Bereich der Sexarbeit, ob es strengere Regulierung braucht oder eben gar ein Verbot. Und in diesem Zusammenhang geht es auch immer wieder mal um das nordische Modell. Können Sie vielleicht kurz erklären, was das Modell unterscheidet vom Modell in der Schweiz? In der Schweiz sagt man, Sexarbeit ist eine legale Tätigkeit für Menschen ab 18 Jahren. Also es gibt eine Altersgrenze dabei. Und dann, wenn es einvernehmlich ist und niemand in seiner physischen oder psychischen Integrität dabei verletzt wird. In Schweden hat man versucht, wie so ein 4-Säulen-Modell zu etablieren oder hat man etabliert. Zum einen hat man gesagt, der Verkauf bleibt erlaubt. Also Sexarbeitende machen sich nicht strafbar. Der Kauf sexueller Dienstleistungen wird verboten. Und auch alle, die davon profitieren, machen sich strafbar. Das heißt zum Beispiel Zimmervermieterinnen oder jetzt jemand, der so eine Online-Plattform betreibt. Genau, das ist strafbar. Und neu ab Anfang Juli auch die Online-Plattformen, wo Videocamming zum Beispiel ist, also Online-Pornografie oder wo man sich trifft. Genau, das wird auch unter Verbot gestellt. Dann hat man gesagt, es braucht Unterstützung von Sozialarbeitern oder sozialen Institutionen für die, die aussteigen möchten. Also da hat man einen Schwerpunkt gelegt und bei Aufklärungs- und Bildungsmaßnahmen. Also auch zu sagen, dieses Modell zu vertreten oder es gibt manchmal auch so, sag mal, das Freier Umerziehungsschulungen, Programme. Also da hat man wie einen anderen Weg gewählt. Und ich denke, wichtig ist das Ziel dahinter, oder? Dass man sagt, in Schweden war es auch, oder ist die Idee, eine normative Haltung in der Gesellschaft zu verändern. Und die Schweizer Gesetzgebung ist da eine andere oder sie passt sich eher an, wenn sich Normen in der Gesellschaft verändert haben, wie wir es jetzt mit dem veränderten Sexualstrafrecht letztes Jahr auch hatten, dass man sagt, gesellschaftlich hat sich was weiterentwickelt und jetzt passt man die Gesetzgebung an. Also Sie würden sagen, nur schon allein quasi aufgrund der verschiedenen Funktionsweisen, von wie das Recht entsteht oder sich entwickelt in diesen verschiedenen Ländern, jetzt zum Beispiel die Schweiz und Schweden, ist das schwierig, das nordische Modell auf die Schweiz zu denken? Ich glaube, man muss einfach die Tradition, wie Gesetze entstehen, in den Ländern mitdenken bei der Diskussion um, wie möchte man jetzt Sexarbeit regulieren. Also
Das ist mir wichtig zu benennen, oder? Dass wir wie eine andere Tradition hier haben, wie Gesetze gemacht werden, wie das zum Beispiel in Schweden der Fall ist. Und ich denke, das schwedische oder nordische Modell zielt auch darauf ab, zu sagen, wenn man die Nachfrage eindämmt, weil sie ist ja strafbar, reduziert es auch die Sexarbeit oder Prostitution in dem Land. Also es ist wie auch ein anderes Ziel nochmal dahinter, die Thematik anzugehen. Und ich hatte es vorher erwähnt, ich denke einfach, man sieht auch in den Ländern, Sexarbeit verschwindet nicht, sie verändert sich, es wird vielleicht auch riskanter für Menschen in dem Bereich zu arbeiten, aber wir werden sie nicht verbieten, weil es sind nicht die Ursachen. So. Der Bundesrat hat die Motion, wo es eben darum geht, das nordische Modell einzuführen, hat die Motion zur Ablehnung empfohlen und der Nationalrat hat sie auch abgelehnt. Trotzdem glaube ich, die Diskussion ist da noch nicht fertig. Es tut sich etwas politisch. Und was müsste sich denn aus Ihrer Sicht verändern, um die Bedingungen in der Sexarbeit zu verbessern? Also grundsätzlich würden Sie auch sagen, es braucht mehr Regulierung, weil das ist die Stossrichtung, die im Moment die Politik verfolgt. Würden Sie das bejahen? Und wenn ja, in welche Richtung, wo müsste man schrauben, um diese Bedingungen zu verbessern? Ich glaube, grundsätzlich ist mir nochmal wichtig, auch anzumerken, dass uns gibt es eben seit über 20 Jahren, oder? Wir haben im Laufe des Jahres ca. 1500 Menschen, die zu uns kommen, die wir sehen. Und wir bekommen immer die Rückmeldung, sie schätzen den legalen Rahmen in der Schweiz und dass das für sie Sicherheit bedeutet. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir sagen, es ist gut, wenn es einen legalen Rahmen gibt, wo nicht kriminalisiert wird. Also weder Menschen, die profitieren, wie jetzt Zimmervermieter, noch Freier, die kommen, noch die Sexarbeiterinnen selber. Genau, das ist so ein Punkt, den ich sehr wichtig finde. Dann das andere, dass ich bei der Diskussion auch wichtig finde, zu schauen, was bedeutet denn Sexarbeit? Und ich habe das Gefühl, man verkürzt auch hier immer sehr schnell auf Sexarbeit bedeutet penetrativer Sex. Und ich fände es sehr, sehr wichtig, den Menschen zuzuhören, was eigentlich ihre Arbeit ausmacht. Weil in den Beratungsgesprächen bei uns erzählen viele, ich bin viel mehr wie nur Sexarbeiterin, die Sex anbietet, sondern zu mir kommen Menschen, die sind einsam. Ich habe Menschen, die wollen einfach reden. Also ich bin nicht nur Sexarbeiterin, ich bin eigentlich Psychologin, ich bin Sozialarbeiterin. Also ich habe viel, viel mehr Facetten. Und das mitzudenken, finde ich, heißt auch, welche Gesetze sind denn passend für alle, oder? Wenn ich so eine heterogene Gruppe habe, zu schauen, wie kann ich dieser Heterogenität auch gerecht werden. Wenn es so heterogen ist, dann könnte man ja auch sagen, wenn das Problem auch ist, dass Leute einsam sind und sie den Kontakt darum suchen. Für das gibt es heute schon Angebote oder man könnte auch dort Angebote ausbauen. Sexarbeit, in dem Sinn die Arbeit, wo tatsächlich penetrative Sex nachher eine Rolle spielt, das könnte man ja auch wie trennen, die verschiedenen Bedürfnisse. Na, ich glaube, das spiegelt eigentlich Gesellschaft wider, oder? Und das ist die Frage, wie kommunizieren wir miteinander? Welche Themen können wir miteinander besprechen? Welche Offenheit geben wir unseren Kindern mit, auch über Sexualität, über Bedürfnisse und über Grenzen zu sprechen? Und ich glaube, man müsste eigentlich dort ansetzen, weil ein Teil der Nachfrage ist eine Frage nach Gesellschaft und nach gesellschaftlichem Zusammenhalt und Verständnis von Rollen und Werten untereinander. Also ich denke, es ist nicht nur die Frage, wie reguliere ich die Sexarbeit, sondern was zeigt sich eigentlich in der Sexarbeit, wie spiegelt sich unsere Gesellschaft da drin wider und was für Fragen müssen wir uns eigentlich alle stellen, oder? Und dann reden wir nicht immer über die Gruppe der anderen, von denen wir keine kennen, oder? Weder Freier noch Sexarbeiterin, sondern dann müsste man eigentlich auf sich selber blicken und überlegen, wie spreche ich über Sexualität, wie lebe ich Sexualität, welche Werte vertrete ich, welche finde ich richtig, wo nehme ich meine Haltung und projiziere sie auf jemand anders.
Und ich denke, das wäre wichtig, auch zu sagen, nicht ich habe mit einer Sexarbeiterin gesprochen, jetzt weiß ich, wie Sexgewerbe läuft, sondern zu sagen, hey, es ist eine Meinung. Wir haben eine ganz große Vielfalt, da gibt es noch ganz viel andere. Und dazu zu hören und es ernst zu nehmen und nicht gegeneinander auszuspielen, oder? Ich denke, das ist was mich bei der Debatte oft stört, dass man die Pole nimmt und sagt, hier ist eine Frau, die von Menschenhandel, also extremer Gewalt betroffen war. Und hier habe ich eine super selbstständige Escort. Und dazwischen gibt es nichts, sondern dazwischen gibt es ganz viel. Und die Geschichten, denke ich, müsste man sich anhören und dann ein Urteil treffen. Und trotzdem, also so grundsätzlich würde ich sagen, es braucht einen Wandel in der Gesellschaft und auch politisch. Ja, also ich denke, es gibt Sachen, die man ganz konkret auch ändern könnte. Zum Beispiel? Zum Beispiel, bei uns gibt es Arbeitsplätze, oder? Es gibt Menschen, die diese Arbeitsplätze gestalten und die könnte man mehr in die Pflicht nehmen, um Sicherheit zu gewährleisten für die Menschen, die kommen und dort arbeiten. Dann ein Thema, was uns in der Beratung immer wieder beschäftigt und ich glaube, die Menschen, die zu uns kommen, uns sprachlos macht, sind Menschen, die eigentlich sexualisierte Gewalt erfahren und erlebt haben, aber wenn sie es zur Anzeige bringen würden, selber mit ausländerrechtlichen Konsequenzen rechnen müssten. Und 100% entscheiden sich gegen eine Anzeige. Das finde ich, das auszuhalten ist schwierig für sie wie für uns in der Beratung. Also das sind so Sachen und in der Gesellschaft, denke ich, ist einfach wichtig, verschiedene Sichtweisen zu akzeptieren und den anderen nicht abzusprechen und Spannungsverhältnisse auch auszuhalten. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Wir sind am Ende von dem Gespräch. Ich glaube, wir könnten auch noch ganz lange weiterreden, aber da machen wir jetzt mal einen Punkt. Danke vielmals, Frau Lindenfelser, sind Sie da gewesen?